E wunderschöne guten Abend. Die Enormleistung vom Steseler Basket bei den Damen und den Herren steht heute am Mittelpunkt von unserer Emission. Hier ist die Reportage. Der Präsident vom Steseler Basket, der Präsident vom Supporterclub, die Spielerinnen und Spieler, die am Mittelpunkt stehen mit ihren Trainern und anderen Begleitpersonen. Der Präsident von der Basketföderation, der Ex-Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen vom Schaffner Gemeinderat, und der Präsidentin vom Syndikat Initiativ, und dann Präsidentin von der Harmonie, der Präsident von der Sportkommission mit seinen Membern, die Damen und Herren Vereinspräsidenten und Präsidentinnen, die freie Responsable von Ramical, die Freunde vom Steseler Basket, die Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, dear friends. Das Jahr feiert der Basket von Stesel sein 70. Anniversaire in einem ganz besonderen Stern. Und heute ist auch noch Vollmond. Der ganze Mond fährt sehr Licht, heute nur, wenn du stehst, ich habe zwar noch nicht gesehen, aber gespürt.
Wir sind heute Abend hier am Gemengenhaus zusammengekommen, für die Wichtigkeit von einem Evenement zu unterstreichen, am Fenster zu stellen und zu erkennen, zu ehren. Eine Premiere für uns alle, die also Basket realisiert wird. Das ist also just für drin einkehr bis lo zu Lützeburg gehen Plan vom Basket ein Ereignis, eine Leistung, die an der Nähe von der Assoziation an die von der Gemeinde mit Stolz verankert gehen. Und zwar Saison 2016-2017 4 Trophäen für den Basketballclub Stesel, Damen und Herren Vainqueur von der Coupe de Luxembourg, Damen und Herren Champion de Luxembourg, also zweimal ein Doublé an den ewigsten nationalen Kompetitionen, einen absoluten Höchstpunkt. Das ist ein Teil von unserer Steseler Identität. Wie Stesel sieht, denkt auch unser Basket. Medien haben die letzte die außergewöhnlichen Prestationen immer im Nächsten zu Recht hervorgehoben. Alle Akteuren von diesem Erfolg, alle voraus, die zwei Equipen, als in dem Respekt und Anerkennung. Komponenten von der Assoziation und alle gut, die maßgeblich die eine Männer dazu beigetragen. Und er spitzt für die Glanzstücke mit Aufstand selbstverständlich die zwei Equipen. Mehrere Jungen. An alle Situationen haben sie bis zum letzten Moment gekämpft. Mit Ausdauer, Fairness, Disziplin, Equilibre, Kraft, Vitesse, Konzentration, Reflex, Geschick, das heißt mit allen Kompetenzen vom Sport. Kameradschaft wird ein Team zusammengehalten. Es sind noch nicht keine kommen für die Luft zu gehen. Ich will den Stesler Basket merci so für die Invitation, die ich kriege, für hier zu kommen und es zu gehen kommen. Ich komme gerne auf Stesel und da versuche ich die Gemengenautoritäten, den Basket, der Föderation vielmals merci für das, was sie für den Sport leisten. Ich meine, die Matcher, die lo an der letzte Woche gespielt gisen, das war eine Reklam für den Sport. Das war etwas, was auch direkt für den Basket begeistern konnte, die 400 Männer waren. Und ich war zu guter Letzt froh, dass es so ausgegangen ist. Stesel hat bei den Damen mir eine Chlorfigur gemäht und hat da ein bisschen das ganz dominiert. Wogehend bei den Herren, besonders noch den Hallefinalen, wäre ein bisschen mehr gehen und schon zu guter Letzt gehofft, dass die Equipe, die ein ganzes Jahr gut gespielt hat, schlussendlich den nötigen Influx hat, für das Ganze über die Bühne zu bringen. Da will ich am Namen vom Minister felicitieren, der Damen-Equipe, der Herren-Equipe für das, was er gemäht hat. Für den Sport und natürlich auch für die Ortschaft für Stesel. Stesel ist eine Ortschaft, wo der Sport groß geschrieben wird. Groß geschrieben, weil egal wie immer probiert wird, Infrastrukturen dahin zu richten, wo Sport soll gemäht gehen, und damit da eine Politik soll umgesetzt gehen, die wir als Minister auf jeden Fall wollen. Hakt sie nicht bei jedem, weil der am Elitesport überragend Leistungen gebracht hat, aber wir sind noch froh, wenn auf Männer hohem Niveau viel Sport geleist wird. Dadurch haben wir angefangen, von innen Europa ein bisschen zu gucken, dass man nur an nur mehr Qualität an der Erziehung vom Sport ranzukriegen. Wir haben letztes Jahr die Geschenk Qualität Plus angefordert, wo wir als Verein alle Garten darauf drücken, mit diplomierten Trainer zu schaffen, diplomierte Trainer, die uns da leben, dann haben dran Subventionen zu geben für die Qualität am Encadrement von der Jugend, weil wir überzeugt sind, wenn die Kanner gut abhängt, sie richtig an den Sport drauf feiert, da bleiben sie viel mehr lang da dran. Und ich meine, da hat man nicht Fränge etwas gedingt, aber wir gingen nicht fertig bringen, die Motivation, die Spieler am Terrain bringen, auch an die Gesellschaft mit Vierern zu kriegen. Steseler, ich denke, dass ich als letzte Schwätzen natürlich am Prinzip ist da schon immer alles gesagt.
Ich denke aber immer etwas fertig gehabt, das eventuell soll halt banne bleiben, nämlich nicht vielleicht den Misler da erzählen, weil ich muss nicht so, ich bin ganz froh, dass Haut nicht mehr bis die gespielt gehen. Weil bei dem Hai wieder an einer Haar, ich meine, das wäre nicht so schön, ich meine, Hai nur am Gerd sind wir bestimmt besser wie Lo Hai. Das bleibt, wie gesagt, in der Eis. Für den Rest gehen, ich meine, dass effektiv alles gesund gehen. Aber das ist ganz klar, auch mir als Präsident steht natürlich zu, der Steseler Basket, den Entourage mit dem Präsidenten und dem Komitee unterstützt, die Spielerinnen und Spieler, Trainer, Assistant-Trainer, Kinder, Teammanager und so weiter und so fort. Am hauptsächlich aber natürlich auch die Supporter, an denen Leute benevolent, der Kommissar hat es gesagt, am Anfang haben sie alle schon alles gesagt, ich würde einfach alles nachher ein ganz großes Merci auszusprechen. Ich komme aber auf mein Lieblingsthema zurück, da das auch schon angesprochen ging, der Benevolat. Die Leute, die müssen, wenn die spielen, alle müssen rundherum dann die nächste Erbste führen, sie wird durch, sie wird an der Käse, sie wird bei den Fritten oder sie wird heute zu stehen, würde ich da aber ganz extra erwähnen am Coin 20, an dem ich effektiv dann noch ganz gerne stehe. Muss ich dann noch zugehen, mir das auch schon gesagt gehen. Wir müssen ganz gut aufpassen, dass wir das nicht überstrapazieren. Ich meine, das ist mein Lieblingsthema, die meisten nerven schon der Mutter, aber ich so nah immer reinkehren. Wir haben einen Modus gestimmt, respektive die Vereine haben einen Modus gestimmt, also auch schon heute kommentiert gehen, verschiedene Presseorgane, also auch knapp gestimmt gehen, mehr als nur mal gestimmt gehen, den darüber rauslief, dass eventuell noch mehr Matcher gespielt gehen. Ich schaue mich schon aus der Wertung von den ganzen Modus ein bisschen rausgehalten, weil das ja auch so gewünscht, dass das Vereine das aufstimmen. Aber ich will trotzdem immer an zum Modsmänglich bei dem Verein, den das ja sonst immer ganz salopp alles aufgeräumt hat, trotzdem auch die Warnung ausschwätzen, dass wir müssen aufpassen, dass wir den Bau nicht überspannen. Weil ich merke aber, und ich sage nicht doch ganz ehrlich, ich merke tatsächlich bei denen, die verloren haben, weil die gewonnen, die sind immer euphorisch. Aber ich merke bei denen, die verloren haben, dass es aber weh geht, Ende der Saison. Zumal es von dann, wie gesagt, nicht gewinnt. Mit allem Respekt und mit aller Felicitation denke ich aber, dass das aber trotzdem denken, fährt nicht nur etwas relativ Unikes bleibt für eine Zeit, mit allem Respekt für die Jungen und für die Mädchen. Aber das heißt, ich denke, ja, stehen die Feierpokale nicht mehr hier, und sogar wenn noch steht oder zwei da stehen, das ist einfach eine Enttäuschung für die, die nicht gewonnen haben, auch für die Leute, die da mitgeholfen haben, also da rein. Und dafür so nicht schnell wir müssen aufpassen, dass wir den Bau an dem Sinn nicht überspannen. Ich will ja auch nicht die Laune nicht vermiesen. Ich will ganz klar am Namen der Föderation ganz dick Felicitation aussprechen und die Steseler Nachrenkräger an euren Supporter. Und ich muss da doch ganz klar sagen, auch da und Supporter, auch von den Gegner, weil nur verschiedenen Härten am Match, übertrieben Härten, muss ich auch ganz klar sagen, haben wir zum Schluss aber zusammen von die Spieler mal schon viel echter für einen obligatorischen Handshake, aber auch denkt nicht nur 2-3 D, oder so verschiedene sogar schon direkt auch mit der Supportergruppe. Und ich denke, zum Supporter von den Pikes, auch von den Stesel, haben hauptsächlich letztes Jahr, mir auch das Jahr gewesen, dass sie zwar während dem Match nicht unbedingt so ein Jumol Kollegen ist, mir das einfach kommen, no Match, aber in einer kleinen Aufklingen fast so ein Jumol, man den schwätzen, man den auch in Höhle, weil das gehört zuletzt dazu, aber noch trotzdem im Endeffekt man den feiern. Voilà, das war ich verzogen. Ich wollte mich auch nachher beim Kameramann entschuldigen, dass ich den Sonne mit den 5 Mal an seinen Ständer gerippt habe. Ich habe den Platz gewechselt. Ich hoffe, dass die Bilder nicht zu viel verwackelt haben. Aber so ich merci. Wir sagen aber okay, bis nächstes Jahr. Merci. Ja. Nun vom Komitee, vom Supporterclub, vom Steseler Basket begrüße ich euch ganz herzlich. Also merci für Ihre Präsenz auf dieser Ovation für als 2 Basket-Champion-Equipen zu ehren. Saison 2016-2017 geht sicherlich an der Nählen vom Steseler Basket auf eine ganze Gemenge an. Für dich, mit dir heute fertig gebracht und ihr könnt mit Recht stolz drauf sein, gelebt mir es mir sind doch.
effektiv eng ganz spannende Saison gehabt und ich komme nicht auf den Detail von der Saison zurück. Ich will just ein paar Punkten mal auf den Weg gehen. Und da können wir ja noch ein kurz drüber schwätzen, wenn einer und einer Lust hat, dabei sind. Wir haben zu Stesel probiert, am Komitee zu gucken, wie ein Moyen brauchen wir für als Ziele zu erreichen. Als Ziele wären eventuell das, was wir hier für uns stehen. Angefangen hat das mit den richtigen Coachen raussichern, mit den richtigen Trainer. Ich denke, dass wir sowohl mit dem René bei unseren Damen wie auch mit dem Ken bei unseren Herren einfach da die richtige Leute hatten. Wenn ich ein bisschen heute durch die Presse geguckt habe, wenn ich die ganze Saison verfolgt habe, dann ist mir aufgefallen, dass verschiedene Vereine 2, 3, 4, 5, 6 Mal die Profispieler gewechselt haben. Wir haben das nicht machen. Wie was? Weil ich denke, dass da Entscheidungen getroffen sind, die gut präpariert waren. Und das ist der Merit von auf der einen Seite als Trainerin, die den Choix am Vierfeld machen, nicht nur auf sportlichem Plan mehr, aber auch auf individuellem Plan, passt den doten Kandidat oder Kandidatin Hai an das kleine Stesel, wenn es von New York kommt, von Millionen Leuten sind, passt es menschlich, was vielleicht auf einem normalen Basketmatch nehmen. 100, 200, 500 Leute sind, als sie vielleicht gewinnt wären an ihrer Jugend oder an ihrem College, für tausende Leute zu spielen. Die Merit liegt dort sicher da, auf dem Plan bei ihnen. Aber wir noch probieren zu gucken, was man muss erholen, für gute Equipen zu kreieren. Es ist eine Utopie, zu mengen an einem Leistungssport, und ich behaupte, dass der Basket heute zu Lützeburg auf höchstem Niveau auch Leistungssport ist. Nimmen mit sogenannten eigenen Kanner zu erwirtschaften. Das geht nicht. Es kann nicht jeder Verein, den innen aufhängt, Hanno eng senkte Basplatz an der eigener Echte Equipe hun. Pyramide sind breit. Wir probieren so breit wie möglich zu kreieren, aber wenn sie mir nur geht, da geht Luft mit dünn. Und sind eigentlich immer nimmen die den dicksten Bagage mitbringen, die besten Talente sind, die da fertig bringen, um so einem Niveau weiter zu bestehen. Dafür geht es doch eins darum, wie zu gucken, welche Spieler können als kompensieren. Auf der anderen Seite machen wir es gerne. Den anderen wären wir haben Spieler, die bei uns gelehrt tun, die gehen nur bei anderen Vereinen ausgelehnt oder transferiert, wo sie mengen, dass sie ihr Talente, ihre Kapazitäten, ihr Lust, ihr Engagement, die Zeit, die sie hat, völlig für den Sport opfern, können besser developieren. Dafür ist das Ganze ein Echange permanent, wenn ich eine große Sportarten, Equipe-Sportarten an Europa oder der Welt gucken, da ist es überall nicht ganz ernst. Natürlich hängt aus dem Recht, wenn man nächstes Jahr 5 Finale spielen, geifen oder vielleicht sogar 5 Halbfinalen eventuell spielen geifen, ja, dann rabbelt es natürlich an der Käse bei den Equipen, die Themenrecht haben. Du hast das nicht gesagt, ich habe das an der Presse gelesen gehabt und das hast du auch nicht gesagt. Ich habe das in der Welt gelesen gehabt. Ich habe deinen Namen just genannt, weil du das Thema auch geschwärzt hast. Lo ist es so, dass ich das will ganz klar betonen, natürlich kriegen als Jungen, als Profien, als Mediker, bisschen Teil gegraben, hat Namen gegraben und darum geht, für hier viele Kilometer zu bezahlen, für 5 bis 8, sogar 10 Mal vor, für den Basket unterwegs zu sein. Aber wir gehen aber nicht so weit, dass wir so, wir kaufen Spieler, wir gehen auch nicht so weit, dass wir so, wir bezahlen denen verreckte Paien. Ganz am Gegenteil. Das Geld, was die mir in einer anderen zusammen erwirtschaften, mir, dass der ganze Verein, jeder Verein, der geholfen wird, von den kleinsten Manifestationen bis auf die größten Manifestationen, ob sie kommen vom Supporterclub, von der Jugend oder ob sie kommen vom Eiskomitee an andere selber, all Geld wird rackend. Bei den Finalen, bei den Sponsoren, wird en gros geholt, für den Verein Leben zu tun und wir in Zukunft zu investieren. Ich bin ganz stolz, können zu sagen, dass wir zu Stesel durch meinen Viergänger das fertiggebracht tun, schon an ein bisschen Engländer und Amerikaner nennen das Sustainability zu investieren, an Nachhaltigkeit, an dem wir Geld geholt haben, werden wir ein bisschen Recht hatten, nicht für, wie ich just so, und Spieler und Spielerinnen zu verschenken, mehr für an Wohnungen zu investieren. Wir wissen, dass eure Verein wie Stesel mit seinen 4 Profispielern, mit einem Rick Brooks, der ein professioneller Fulltime-Trainer ist,
Die Leute, die müssen irgendwo in der Dachbruch gehen. Wir haben für Jahre angefangen, den Überschuss zu nutzen, zusätzlich Schulden abzuholen. Wir können also Spieler, also Zukunft, dem Steseler Basketball Zukunft, auch Apps zu handeln. Das Jahr haben wir das nämlich gemacht. Wir haben ein großes Appartement gekauft zu Stesel. Das haben wir an 2 gedeelt und wir sind am Gange, das zu renovieren, sodass der Steseler Basket ganz stolz kann sein, an den nächsten Wochen proprietär zu sein, wo 4 eigene Wohnungen. Ich will den Merci so, der geholfen hat, dass das überhaupt möglich war. Und ich will betonen, dass wir eben nicht nur von einer Saison auf die andere gucken, wir probieren das ganz weiterzutreiben und auch denen, die noch kommen, an den nächsten vielen Jahren Apps zu analysieren. Ein Insektenhotel am Steseler Park. Weil der Dummer der Obse schwört, erklärt das Tina Oertum. Das ist ein Insektenhotel. Ich hatte die gekriegt, wie man für den Village Fleury, die Leute, die Insektenhotel überreicht haben, für Merci. Du hast mir die gekommen, für auch hier am Park ein grosses Insektenhotel zu machen. Schon selber abgezeichnet. Und haben mit der Hilfe von der Gemeinde zusammen können bauen. Die Vereine hat sich bereit erklärt mit den Kindern, die Schepanoen zu machen, für deren ein bisschen zu erklären, die hier am Park sind. Und lösen wir hier mit den Kindern zusammen, für die schönen Insektenhotel zu füllen. Ich hoffe, dass die Leute hier am Park viel Freude drauf fanden. Merci. Das ist eine Initiative, die wirklich zu begrüßen ist. Wir haben noch die zusammen mit der Schule gemacht. Das kommt vom Quantitäre DVE, von der Präsidentin für Abwertung von der ökologischen Abwertung von dem wunderbaren Domain Heidenhaft zu Stesel. Als Service gemacht geschafft, ganz besonders Schulen und am Ende mit ihrer Klasse, die auch die Flottpannen abgerichtet haben und auch dummer da kann het Naturmi nobrucht an die auch an der Ausarbeitung von dem Projekt beteiligt werden. Noch viel uns Merci so Fürchte, den sich darum bekümmert wird, für das Ganze zu dem Projekt umzusetzen. Und auch als Gemeinde Regie, die den Insektenhotel abgerichtet haben. Wie gesagt, allen Akteuren vielmals Merci für
die Ausarbeitung, die Umsetzung von dem Projekt hai. Das wie gesagt eng weiter Opwertung von Ökologie hai Haf. Ich kann noch hoffen, dass Zukunft den Hafhai, die Flottermäenhai, auch das Kulturhaus dran ist, dass du von der viel mehr profitiert wird, dass die Leute die Landschaft, so wie es hier besteht, genießen können. Dat war es Emission vun Haut. Es soll ech vielmals Merz fir no kucken a bis geschwoen.